Kanner stellen die richtig froh, mir kriegen oft nicht die richtige Antwort. Wenn allem beim Thema Krankheit und Behinderung kriegen sie oft just die Hälfte Vorricht erzählt. Genau dat will de Laurent Agostino ändern. Wir sind mit Team an den Primärschulgangen am Kader von seinem Aufklärungsprojekt. De Laurent ass haut zréck an senger aller Primärschule. Dat awer net an enger Schulbank, méi fir an enger Klasse. Mei ihr hin als méi iwwer sei Projekt verzielt, stellt hin sech fir d'éich mal vir. Ich bin den Laurent Agostino, ich schon 21 Jahre und ich leide nun EDMD, das ist Emery-Dreifußmuskeldystrophie. Das ist ein Gendefekt, das ist eine Muskelkrankheit, die eben meine Muskeln an meinen Sehnen eben angreift. Durch dës Rachkrankheit ass de Laurent op sei Rollstuhl ugewiesen. Das Problem bei der EDMD ist eben, dass meine Sehnen sich verkehrt sind und eben noch versteifen und dadurch kann ich zum Beispiel meine Arme nicht strecken, stehen meistens auf den Zehenspitzen und ich kriege mein Knick, kriege ich auch nicht Rufgebet. Für kurzem huet hin desideiert eng Initiativ zu starten, fir Kanner seg Behinderung mi genau zu erklären. Am Anfang ist mein Projekt, dass ich an die Primärschule gehe und bisschen Martinen über Rachkrankheiten, über meine Krankheit und eben so mein Leben mit der Krankheit schwätzen. Und auch ganz wichtig ist mein ganzes Supportsystem, das am Anfang das Wichtigste vom ganzen Projekt, nämlich all meine Kollegen, meine Mom, mein Bruder, Leute in meinem Umfeld, die mir helfen und für ihn dafür ein bisschen Not zu bringen. Dass sie auch eng von den Personen eventuell ich denke an ihrem Leben können sinn an dass sie sich trauen für eventuell op Leute durchzugehen, wo eventuell eben Probleme hun. Hauptziel vom Projekt ist Sensibilisierung und Abklärung. Viel Kanner wissen nämlich nicht, wen am besten mit einer Person mit Behinderung umgehen soll. Ma am Anfang erreichen, dass die Schüler ein bisschen Angst verlieren für dem Unbekannten. Weil es ganz oft, dass zumindest Kanner ein bisschen mehr komisch gucken, weil sie einfach sich schlechter vorstellen. Und das eben genau das, für was ich gerne mit Kanner arbeiten, weil die stellen auch relativ viel Fragen, sie haben ganz viel Fragen, und das sind Fragen, die auch eine Antwort brauchen. Und deswegen gehe ich gerne direkt bei den Schülern, für dass sie mehr hier Fragen können stellen, die sonst nie stellen könnten. Weil zumindest Kanner haben extrem viel Fragen und das sind extrem viele Fragen, wo sie meistens aber keine Antwort kriegen. Deswegen gehe ich gerne an die Schulen, bei den Schülern selber, dass sie erstens mal Kontakt mit einer behinderten Person haben, weil ich war teilweise meine dritte, vierte, fünfte Schule, wo ich war. Und sie ganz viele Kanner, die gut keinen Kontakt haben mit einer behinderten Person hatten, für ihnen die Angst zu hören, für Fragen dürfen zu stellen. Und weil ich fand, eine Frau, die beantwortet das als schon mal ein Vierteil, wo festfällt. Und gerade bei Kanner, die haben viel Fragen und das wirklich auch flott finden, die Fragen mal können sie beantworten. Bei den Schülern schenkt dieses Projekt viel Success zu haben. Was hat den Laurent erst dann halt präsentiert? Hin oder seppe sie was seg Krankheit erklärt, a wéi dat eben alles so funktioniert. Auch wie sein Leben ass an wie du man umgeht. Wéi huet erst dat dann halt gefallen? Et war cool an noch interessant dat zu wissen. Et war flott dat ze gesinn, dat se so Courage huet an Schulen zu kommen an darüber zu spatzen. Ändert et lo firch Appes von der Endlo zum Beispiel en die noch mal enger rarer Krankheit dann lieft von der gesit? Ja, weil du we sie noch wéi dat eben ass an das noch ein zu Hëllef brauch. Ja, dann sind auch automatisch direkt pratt an wie se bisse wie en engem Hëllefe kann.